Matthäus Kapitel 20. Mit der neuen Welt ist es ja gleich wie mit dem Gutsherr, der am Morgen früh ausgegangen ist, zum Taglöhner anstellen für seinen Rebberg. Er macht mit den Taglöhner einen Denar pro Tag ab und schickt sie in seinen Rebberg. Am Morgen um 9 Uhr sieht der andere ohne Arbeit auf dem Markt herumstehen und sagt zu ihnen: «Geht auch in den Rebberg, ich zahle euch, was recht ist.» Sie gehen. Am 12 Uhr und am 3 Uhr macht er es gleich. Als er am 5 Uhr rausgeht, sieht er noch mal ein paar rumstehen und sagt zu ihnen: «Warum stehen ihr da den ganzen Tag rum, ohne Arbeit?» Sie sagen ihm: «Weil uns keiner anstellt.» Er sagt zu ihnen: «Geht auch in den Rebberg.» Am Abend sagt der Gutsherr zu seinem Verwalter: «Ruf die Taglöhner zusammen und gib ihnen den Lohn. Fangst hinten an bis zum 1. Und es kommen die vom 5 Uhr und jeder kommt einen Denar rüber. Und wo die Ersten dran kommen, meinen sie, bei ihnen gäbe es mehr. Aber auch sie kommen einen Denar rüber. Sie nehmen ihn und munkeln über den Gutsherr: «Die Letzten da haben ein Stündchen gearbeitet und gibst ihnen gleich viel wie uns, die den ganzen Tag und in der Hitze gekrampft haben.» Er gibt einem von ihnen zur Antwort: «Los mal, ich beschiss ja nicht. Hast doch einen Denar abgemacht mit mir, oder? Nimm dein Geld und verschwind. Dem Letzten da will ich gleich viel geben wie dir. Oder darf ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder schau schräg, weil ich grosszügig bin?» Genau so sind die Letzten einmal zuvorderst und die Vordersten zuhinterst. Wo der Jesus auf Jerusalem aufgeht, nimmt er die 12 Jünger auf die Seite und sagt unterwegs zu ihnen: «Wir gehen auf Jerusalem auf, und der Menschensohn wird ausgeliefert den Oberpriester und der Schriftgelehrten. Und sie verurteilen ihn zum Tod und liefern ihn den Heiden aus, zum ihn verspotten und ihn stäupen und hängen. Und nach 3 Tagen wird er wieder lebendig.» Totsmal kommt die Mutter von den Zebedäus-Söhnen zu ihm mit ihren Söhnen und knündelt vor ihm ab. Sie haben einen Wunsch. Er fragt sie: «Was willst du?» Sie sagt: «Sag, dass in deinem Reich meine 2 Söhne links und rechts neben dir sitzen.» Der Jesus gibt zur Antwort: «Ihr wisst ja nicht, was ihr euch wünscht. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken muss?» Sie sagen zu ihm: «Das können wir.» Er sagt zu ihnen: «Mein Becher könnt ihr noch austrinken. Aber wer rechts und links von mir sitzt, das kann nicht ich sagen, sondern das hat mein Vater entschieden.» Wo das die anderen 10 Jünger hören, werden sie verrückt auf die 2 Brüder. Aber der Jesus ruft sie zusammen und sagt: «Ihr wisst, dass die Fürsten ihre Völker tyrannisieren und die Grossen sie drücken. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wenn einer von euch gross rauskommen will, dann muss er euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, der muss euer Knecht sein. Genau wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass ihm die anderen dienen, sondern dass er den anderen dient und sein Leben gibt, um viel andere aus der Sklaverei loszukaufen.» Wo es zu Jericho ausgehen, begleiten es viele Leute. Und 2 Blinde sitzen an der Straße. Wo sie hören, der Jesus geht vorbei, brüllen sie laut: «Hab Mitleid mit uns, Meister, Sohn von David!» Die Leute fuhren es an, sie sollen das Maul heben. Aber die brüllen noch lauter: «Hab Mitleid mit uns, Meister, Sohn von David!» Da bleibt der Jesus stehen, ruft sie an und sagt: «Was wollt ihr von mir?» Sie sagen zu ihm: «Meister, mach uns die Augen auf.» Am Jesus tun sie leid und er langt ihre Augen an, und auf der Stelle sehen sie, und sie gehen mit ihm.